ich lege jedem ans Herz, wenn ihr irgendetwas merkt, wo ihr eigentlich machen wollt, macht irgendeinen ersten Schritt, weil der bringt eigentlich meistens einen zweiten mit sich, auch wenn es eine negative Erfahrung ist. Weil ihr lernt dann mit dieser negativen Erfahrung umzugehen, zwungenermaßen. Und wenn es eine positive ist, umso besser. Oder? Und man lernt halt wirklich nur in dem, dass man etwas macht, sonst bleibt alles beim Alten. Oder? Es ändert sich nichts, wenn man nichts ändert. Das ist eigentlich eine sehr logische Gleichung. Wenn ihr gleich bleibt alles gleich. Nur wenn ihr was anders macht, besteht die Möglichkeit, dass etwas anders wird. Oder? Und wir haben halt Tendenz, wirklich, wir haben Angst vor Veränderung, weil Veränderung ist halt eben Neuland. Man kann etwas falsch machen. Das kann biologisch gesehen, hat man halt dann auch wieder Angst, dass man, also biologisch gesehen, wenn du einen Fehler gemacht hast früher, dann bist du halt aus der Gruppe ausgestoßen worden, je nachdem, oder? Und das hat vielleicht, wenn man weit zurück schaut und du im Urwald allein nachher gewesen bist oder wo auch immer, dann hat das vielleicht den sicheren Tod bedeutet. Darum ist das wahrscheinlich noch irgendwo durch eine Urangst in uns innen, oder? Aber wir haben unsere Realität zeigt was anderes. Ihr werdet nicht sterben, wenn ihr es live verkackt. Es wird euch vielleicht peinlich sein oder was auch immer, aber ihr werdet nicht von der Welt verstoßen. Und ich glaube, das ist es ein bisschen, oder? Die Urangst haltet uns so davon ab, auch einen Schritt zu machen. Und eben dann noch die Vergleich mit anderen Creators, mit anderen Menschen. Und ich muss euch bewusst sein, im Internet, vor allem aktuell, sehen wir viel Werbung. Das heisst, Menschen, die zahlen, um gesehen werden. Und die anderen Platz, die sind von denen, die schon sehr viel Reichweite haben. Das heisst, die haben schon sich in das Ganze hineingegeben und etwas erreicht. Und all die irgendwo durch am Anfang sind wie jetzt ich, die werden halt noch nicht so gross ausgespielt. Und dann ist auch, ihr habt ja dann nicht das Milliardenpublikum, so am Anfang auch zum Reinkommen, oder? Es ist ja auch irgendwo durch etwas Gutes, dann könnt ihr wirklich auch in eure Sache reinkommen. Und ich glaube, es ist auch eine grosse Chance mit dem Internet, oder? Um euren Skill können zeigen. Aber eben, wenn ihr euch nicht zeigt, dann wird das nichts. Und ich glaube, wir haben aktuell, oder ich merke das zumindest, oder ich höre das auch bei meinen Mitmenschen, sind viele gerade aktuell sehr unglücklich, oder? Und ich glaube, dass unglücklich ist man, wenn man nicht das lebt, wo einem eigentlich in der Seele brennt, sage ich jetzt. Und ja, man sollte wirklich den ersten Schritt machen, eben, der Wachau, der hat ein gutes Video, wo er fragt, also, frag dich einfach mal, was wäre etwas, was dein 2.0 machen würde, wo du dir wünschst, bereits hat. Und das Erste, was dir in den Sinn kommt, dass du das einfach mal machst, weil das ist ein Schritt in die Richtung, wo du hin willst. Und je mehr du dich fragst, so, ja, was will ich eigentlich? Und die Antworten, die dann kommen, kannst du schauen, was kann ich machen, um in die Richtung zu kommen. Oder? Und wenn du dich fragst, ja, was will ich eigentlich? Und es kommt in den Sinn von, ja, ich will nicht mehr rauchen, dann hast du eigentlich deine Antwort. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber das wäre dann eigentlich das Ziel, das nicht mehr rauchen. Und was wäre der Weg? Das Weglassen. Oder? Und so kann man sich halt dann auch fragen, wo man hin will und dass es mal in die Richtung geht. Und ja, es ist nicht einfach. Also, ich meine, die einen machen es mit links, andere ja, haben vielleicht ein bisschen mehr Mühe. Aber was unterscheidet einen Erfolgreichen von einem, der nicht erfolgreich ist? Das ist, dass er angefangen hat. Weil, oder? Dass er einmal ins Tun gekommen ist und halt nicht durch die erste Niederlage wieder aufgehört hat, sondern wirklich sich ja, dranbleibt an dem, was er macht. Und das sage ich mir auch immer wieder, oder? Wenn ich wieder einmal ein Tief habe, oder? Wenn ich aufgebe, dann geht es nicht weiter. Und darum dranbleiben, an seine Vision glauben, an sein Ziel glauben. Und ich glaube, je mehr du selber auch in deine Rolle hineinwachst, die du möchtest verkörpern, desto mehr strahlst du auch die Seinsebene aus und du ziehst auch wieder die Menschen an, die mit dem in Resonanz gehen, oder? Und am Anfang ist man halt vielleicht einfach noch ein bisschen nervös und ist noch nicht so in dem, was man eigentlich möchte. Aber eben durch Übung wird das Ganze besser und man wird auch gefestigter in sich hinein und ja, und hat dann so auch die Möglichkeit, in seine Richtung zu kommen, oder, wo man eigentlich hin will.